Vorher habe ich gesagt, ich sei am Gerbsen, jetzt muss ich gähnen. Was ist das für ein Tag? I'm so Ja, sorry. es ist also, ich weiß nicht, musst du gerne oder gerbsen schon ab dem neuen Jahr, Steffi? Hast du das auch schon gleichzeitig müssen machen? Das ist dann ein Schämmer. Aber es ist, oder im Geinen Hitzge, ist eben auch, bin ich die Einzige? Nein, das habe ich glaube noch nie geschafft. Also sonst, nein, das kann ich nein. Also ich kann ein bisschen beim Trampolin springen. Thank you for sharing that with us. Danke. Und auch für euch die Heide sind Bilder im Kopf, wo es wie gratis dazu gibt bei Halbschlag. You're welcome. Herz. So gerne. Hi Jenny, wie geht's? Gut, danke. Schön. Mir geht's auch gut. Also ich habe zwar wahnsinnig kalt und ich habe meine beheizte Fußtüte wieder rausnehmen. Ui. Es soll aber im Fall erst noch richtig kalt werden. I know, was ist es? Der Kältehammer. Ja, minus 35 Grad. Hey, wirklich, ich bin sehr gespannt, weil es ist schon jetzt wahnsinnig kalt da bei mir in meinem Office. Nein, ich bin eigentlich, fühlt sich so 26 bis jetzt noch ganz okay an für mich. Bei dir? Also es sind die gleichen Ja. Leute, die auch im 25 ehrlich sind. Nein, ja, das stimmt. Aber ich habe eine neue Frauenärztin. Und das ist im Fall gar nicht so schwierig, weil ich habe ganz viel umtelefoniert und die haben alle Wartelisten und so. Und sie hat mein Labor angeschaut und sie findet also tatsächlich auch, dass ich so schöne Cremes mit Hormonen und so drin dann bekomme. Das heisst, ich will vielleicht nicht mehr einfach alle ermorden. So lässig. Und hast du vielleicht auch noch schöne Haut nachher? Das ist super. Was noch schöner. Ja, das sind eben so Sachen, die man eben nicht empfehlen dürfen, aber du weißt, dass Frauenärztinnen unter der Hand sagen, das Östrogel, das du dir einstichst, kannst du am Schluss noch ein bisschen so machen. Also wenn du die Hände musst du nicht abputzen, machst du einfach... Genau, du solltest nicht die Mann anlangen damit, aber so ins Gesicht darfst du, glaubst du. Also no Handjob. Danke. Wieder. Jenny ist immer so die I'm on fire! Literally. Literally. Ich kann sagen, ich kann warm, ich kann nicht einmal Socken anstecken. Easy. Dann hast du jetzt wie eine so eine Pre-Mollig. Vielleicht, So eine ich habe Babywolle. keine Socken an. Okay, gut, aber du wohnst ja in einem Neubau, vielleicht ist es einfach besser geheizt als bei uns. Bei uns ist es einfach wirklich so Flüchtlingsheim-Level. Okay, das nehme ich jetzt auch gerade zurück. Es ist wirklich es ist einfach wahnsinnig schlecht isoliert. Ich weiss es ehrlich gesagt nicht, wie sie mir Flüchtlingsheim geheizt ist. Ich wüsste es wirklich nicht, aber might very well be. Wir sollten, nein, hol dich, Steffi, gang nicht weiter in das Loch hinein, wo du dich jetzt gerade gegraben hast. Alles gut. Ich habe diese Woche bis jetzt weißt du, was ich dafür habe? Immer so Anfang Januar. Ich weiss, das ist so total mies. Ich weiss, wir haben über das geredet. Aber ich nehme mir keine Vorsätze und alles. Aber ich habe mir ein Abo gelöst. Aber es ist, glaube ich, noch am einen im Bett. Ich so, das ist nie gut. Wir haben schon mal über das geredet. Es sollte eine Sperre haben, dass du nicht kannst 2 doppelklicken. Aber ich habe mir ein Abo gelöst, ein Jahresabo, weil sie mir 70% Rabatt gegeben hat für Body Groove. So, ein ältere Body Groove ist einfach tanzen. So ein bisschen runde, 50-jährige Hausfrauen tun einfach tanzen. Und das ist so ein bisschen Ausdrucks. Es ist im Fall ganz schlimm, du musst es anschauen. Aber es macht im Fall recht Spass. Und ich habe es jetzt heute Morgen gemacht und meine Nachbarn haben wahrscheinlich gedacht, what macht die da oben? Weil es ist manchmal so ein bisschen mit Gümperlen und man muss sich so ausdrücken und groovy sein, weil es heisst ja Body Groove. Und ich habe einfach eine halbe Stunde lang getanzt und dann habe ich mich gut gefühlt. Ich finde das schön, dass du dich bewegst. Das ist super. Schwing an die Hufte. Aber das, wenn du sagst, das erinnert mich von gerade, ganz lang her, im Spiegelsaal von der Uni Zürich und alle, die an der Uni Zürich waren oder der ETH, wissen, was ich meine, da hat es auch Kurs gegeben. Ich bin einmal in einem Kurs gelandet, ich weiß nicht mehr, ich glaube, Elternkreis oder so. Es war very interesting gewesen. Es waren keine alte Damen, sondern auch so junge Mitstudentinnen. Also. Aber schon auch solche, die eher wahrscheinlich Agrarwissenschaften studieren. Da sind wir so gewesen. Und dann kommt so eine und wie halt, du hast genau gewusst, das ist Lehrerin, sie hat so Lockenhaar, ein Seidenband im Tuch und so Perlmuttohrring. Hast du schon genau gewusst, yes, that's the spirit. Aha. Und dann hat sie so einen Korb gehabt mit so Seidentüchern, ganz viel farbige. Und dann haben wir ein Seidentüchlein nehmen, das unserer aktuellen Gemütslage entspricht. Und dann haben wir das so austanzen. Ich muss gar nicht sagen, dass ich nur Einstieg bin. Es ist, aber it was interesting. Es gibt kein Videomaterial aus dieser Zeit. Nein, dort hat man noch keine Handys, mit Kamera, weißt du. Lässig. Also ich habe mal meinen Namen tanzen. Das ist 2006 oder so. Scheiße, das ist 20 Jahre her. Das ist also wir sind relativ, wir gehen ja offen damit um, dass eine von uns älter ist als die andere, aber beide relativ alt sind. Also von dem her, voll okay. Jesus, nein, wir reden jetzt nicht über Alter, sondern wir reden jetzt über, siehst du, schon wieder einfach, also, ich habe
wie wahrscheinlich die meisten da, weil ich jetzt Body Groove gekauft habe, ein Januarloch. Aber ich habe ja immer noch, ich finde, ich reiss mich wahnsinnig zusammen mit Sachen nicht kaufen. Und der Shit, den ich diese Woche nicht gekauft habe, wäre eben eigentlich total praktisch. Und zwar habe ich, kennst du den Jonathan Adler? Also den Jonathan Adler, müssen wir schon vorstellen. Irgendetwas. Wieso sagt man das etwas? Er ist ein amerikanischer Designer und macht wirklich lässige Sachen. Aha, er ist das, wo so ganz bunt, pink und rot und Augen. Und er hat die Keramikdose, weißt du, wo irgendwie Pills und Drugs drauf steht und so. Ich finde ihn wahnsinnig lustig. Okay, ich wollte es nur schon haben vom Pills and Drugs. Okay, say no more. Ich habe etwas ewiges mal in einem Sale gehabt und das ist so ein gesticktes Küssi enfant terrible. Genau, so Zeug macht er. Okay, say no more. Aber er macht eben auch Sachen so ganz praktische. Weißt, ich verstehe es jetzt, dass man nicht unbedingt einen Zebra-Muster-Untersetzer für Zigarren braucht. Aber er hat auch ein schönes Salat. Kannst du ja Ringli drin tun? Nein, schau, das Salatbesteck. Es ist einfach pretty. Salatbesteck. Mystique Pink und es kostet nur noch 77 Franken statt 110 für ein Plastik-Salatbesteck. Aber ich bin verliebt und beobachten. Und ich tue es einfach, wenn es jetzt noch günstiger wird, kann es sein, dass das Salatbesteck irgendwann einmal bei mir daheim landet und dass alle dann sagen, du hast für ein Salatbesteck aus Plastik über 60 Franken ausgegeben. Ich weiß nicht. Aber ich habe es schön gefunden, ich habe es nicht gekauft. Proud of myself. Danke vielmals. Dann haben wir wieder WhatsApp nicht abgestellt. Ich habe wieder alle im Hintergrund, alle aktiven Freundinnen. Nein, ihr müsst nicht raus. Sorry. Was hast du nicht gekauft diese Woche, Schatz? Hey, eine Brotbachmaschine. Aber das ist so ein bisschen gross. Ja, dann habe ich es gekauft. Ich fand, let's wait. Ja, also das natürlich Diskussionen entfachen, wie viel Küchengerät braucht man. Also, ja. Und da kommt die Diskussion, wie gross ist deine Küche und wie viel Stauraum hast du? Sagen wir es mal so, es steht eben schon recht viele Küchengeräte Scheiße in meiner Küche. Aber es wäre eben total sinnvoll, so mit Zöliakie und so. Ich weiß es nicht. Ich kann jetzt eben zuerst noch ich tue ja immer, wenn ich auf TikTok bin, habe ich ganz viele Food-Rezepte in meinem Feed und dann ich immer alle speichern. Und ich habe dort eins gesehen, aus so einem Le Creuset, so einem Schmortopf. Ich habe ein Brot backen und das hat gut ausgesehen. Ich backe das mal und wenn das funktioniert mit dem blöden Topf, dann brauche ich keine Brotmaschine. Das finde ich, und dann musst du mir das natürlich brühwarm erzählen, weil ich kann und wenn das nicht funktioniert mit dem Topf, dann brauche ich Brotmaschine. Es ist relativ, relativ einfach. Ja, aber du hast jetzt gerade, du hast so quasi gerade einen Vorsatz. Ich habe noch 400 Franken gespart. Sag's nicht. Nein, du musst es mir unbedingt sagen, weil ich hasse Backen. Ich liebe Kochen, aber ich hasse Backen. Und ich weiss, dass einfach irgendwie das glutenfreie Backen wäre so viel einfacher, wenn man es einfach daheim machen würde. Ist schon so. Also ich bin gespannt. Halt mich auf dem Laufenden. Und ich werde dich nächste Woche fragen, ob du jetzt das Brot gemacht hast oder nicht. Auch sehr eigennützig. Und wir verreisen ja bald zusammen. Du könntest ja wieso als Wegproviant machen, wenn wir ins Spa gehen zusammen. Das wird super. Ja, aber dann wäre viel etwas anderes besser. Weißt du, ich weiß doch auch nicht. Scones, oder einfach eine Flasche Champagner. Also schon nicht als Wegproviant, aber ich finde Scones mit Champagner. Aber das ist schon noch, wir müssen noch eine Packliste dann machen, was wir alles mitnehmen. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Ich hätte gesagt, oh mein Gott, wie viele Badhosen soll ich mitnehmen für 2 Tage? Ich weiß das nicht. Aber ja, also wir können jetzt schon spoilern, wir gehen auf Deutschland. Und, ja. Und wir haben uns ganz fest vorgenommen, dass wir nicht... Kannst du eigentlich gut Hochdeutsch reden, sodass man nicht merkt, dass du im Schweizer Tatort mitspielen könntest? Sicher nicht, nein. Ich würde mich auch schämen. Das ist mir fast so peinlich, es gestellt Hochdeutsch zu reden. Dann spreche ich also lieber so, dass man es wirklich gleich hört. Nein. Wir sind am Bodensee, die reden ja selber total komisch. Also von dem her. Und dann, wir machen es jetzt nicht nach. Nein. Es ist aber mega einfach. Es ist einfach anstatt das Li ist das Lö. Okay, gut, das bringt ein Brötle. Ein Brötle, ein Zeltle. Okay. Ein Bäumle. Dass wir es nicht machen. Ein Maultäschle. Das funktioniert. Es ist Urettig. Ja. Okay. Wir lesen uns jetzt zusammen. Es ist immer lustig, wenn ich in Deutschland bin, dann werde ich eben meistens akzentmäßig nach Frankfurt verordnet. Das ist immer interessant. Interesting. Nein, bei mir geht's, ich bin dann einfach eine Schweizerin, die lange in Amerika gelebt hat und it's totally true. Es ist wirklich so, sie hören bei mir amerikanische Akzent raus, weil ich das R so blöd nicht durchrolle. Es ist wirklich, aber ich sage, hallo, mein Name ist Steffi und was machen wir denn heute? Nein, es ist einfach total blöd. Und also, kommen Sie aus den Staaten oder aus der Schweiz? Das sind beides. Das ist ganz schlimm. Ja, nein, das gehört jetzt wirklich. I don't know. Also ich so, ich weiss nicht wieso, das ist nicht, weil ich die ganze Zeit englische Ausdrücke umrühre. Nein,
sicher nicht. Kein Fall ausgeschlossen. Nein, ich glaube es auch nicht. Okay, also, hey, let's rolling on. Let's roll. Okay, ich kann rollen. Ich bin total gut im Rollen. Das ist wirklich so. Was Rolling ist in the jetzt? deep. Ich bin immer mit dem Fahrplan. Ich komme total nicht raus. Sind wir schon beim Arschloch? Sind wir schon beim Arschloch? Ist auch ein Satz, den ich noch nie gesagt habe in dieser Form. I'm so sorry. Again, ich habe jetzt einfach beschlossen, dass mein Vater nicht mehr zulässt. Sonst kann ich das nicht mehr handeln. Es geht nicht. Es ist so. Also, Es ist auch nur eine Körperöffnung. ja, das ist wirklich wahr. Aber ich weiss nicht, was los war. Jetzt bin ich so auf Reddit und vor allem auf dem amerikanischen Reddit. So zwischen Weihnachten und Neujahr habe ich natürlich viel Zeit gehabt. Meine Bildschirmzeit ist also mehr gewesen als 4 Stunden normaler. Und es hat so viele gute Geschichten gehabt. Es sind auch ganz viele von diesen Geschichten sind wirklich A, sehr crazy, wo du findest, did that happen? Und B, dass du so quasi, es klingt auch wahnsinnig dumm. Also, dass du findest, also, du bist jetzt auch nicht der Schlauste, der die Story erzählt. Und ich habe jetzt eine Geschichte gefunden, die ich mitgefühlt habe und ich finde sie so ein bisschen extrem, aber noch geil. Darf ich loslegen? Yes, hit me. Das ist parat. Also, du kannst auch mal, gell, du kannst eine Pipi-Pause machen. Alles gut. Einmal die Asshole der Woche ist eine, die fragt, bin ich das Arschloch, weil ich meinem Schwiegervater genötigt habe, seinen Witz darüber, dass ich dumm sage, so lange zu erklären, bis er aufgestanden und gegangen ist. Finde ich schon mal recht einen guten Einstieg. Also, stark, ja. Reddit, das ist, glaube ich, zum letzten Herbst gewesen. Und die Frau, die das geschrieben hat, schreibt Folgendes. Sie sagt, ich, Klammer 26 weiblich, habe mit 19 mein Studium geschmissen. Es ist eine lange Geschichte, aber basically habe ich es mir nicht leisten, weil ich Vollzeit arbeiten musste, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Amerikaner, der Wahnsinn. Amerikaner, I know. Weil ich meine, bei uns nicht. Aber ich meine, bei uns ist es auch ein Problem, aber natürlich nicht in amerikanischen Ausmaß. Nicht in dem Rahmen, okay? Und sie schreibt wieder, ich bin nicht stolz darauf, dass ich es geschmissen habe, aber ich bereue es auch nicht, weil ich mich im Verkauf aufgeschafft habe und jetzt auch ohne Hochschulabschluss wirklich gut Geld verdiene. Respekt. Also, sie schreibt weiter, so habe ich auch meinen Verlobten, Klammer 34, kennengelernt. Wir sind zusammengekommen, als ich 24 war und nach etwa 6 Monaten hat seine Schwester aus Versehen vor seiner Familie erwähnt, dass ich das College nicht fertig gemacht habe. Er weiss es und ihm ist es total gleich. Er hat einen Abschluss, respektiert aber, dass ich meinen eigenen Weg genommen habe. Nach dem Vorfall hat seine Mutter dann ein paar Monate lang immer wieder Kommentare gemacht darüber, wie wichtig Bildung sei. Und mein Verlobter hat ihr gesagt, sie soll damit aufhören. Und es ist besser geworden. Aber vor 4 Monaten haben wir dann herausgefunden, dass ich schwanger bin. Und wir haben es seiner Familie sofort erzählt. Wir sind total verzückt gewesen. Seine Geschwister haben sich mega gefreut, aber seine Mutter hat mich auf die Seite genommen und hat mich gefragt, ob ich sicher bin, dass ich auch ohne Abschluss eine Familie gründen will. Und sie hat mir eine ganze Rede gehalten, wie wichtig dass es sagt, dass ich auch intellektuell für ein Kind sorgen kann. Es geht jetzt aber noch weiter. I love, also die Schwiegermuttergeschichten sind schon geil, aber jetzt eskaliert es. Also, literally. I know. Sie schreibt, letztes Wochenende ist es dann tatsächlich eskaliert. Wir sind wieder mit seiner Familie zusammen und wir haben einfach so in der Gruppe darüber gewitzelt, welche Charaktereigenschaften unser Baby von wem wird erben. Mein Schwiegervater hat dann gesagt, dass bei ihnen in der Familie alle total gut sagen in Mathe und sagt dann, und ich zitiere, aber woher wollen wir dann wissen, ob das Kind gescheit wird? Es könnte ja auf beide Seiten ausschlagen. Mein Verlobter ist dann gerade ziemlich hässlich geworden, aber bevor er irgendetwas sagen konnte, habe ich meinem Schwiegervater gesagt, ich komme nicht raus. Er sagt dann, weisst du, weil Intelligenz vererbbar ist? Und ich habe dann wieder gesagt, ich verstehe den Witz nicht. Du es mir erklären. Und er ist dann ganz nervös geworden und hat gesagt, es ist nur ein Gespässli, tu nicht so. Aber ich habe weitergemacht und habe dann gesagt, alle lachen, also muss es lustig sein. Also erklär es mir, warum ist das witzig? Einige von seinen Freunden, die dort waren, haben mir gedacht, ich soll aufhören, das sei nicht cool. Mit meinem Schwiegervater ist es extrem peinlich und er ist aufgestanden und gegangen. Später ist dann mein zukünftiger Schwager zu mir gekommen und hat gesagt, total mies war, von meinem Schwiegervater in seinem eigenen Haus zu demütigen und auflaufen zu lassen. Und dass ich den Witz genau verstanden hätte und dass ich nicht so erstaunt tun soll, wenn die Leute meine Intelligenz anzweifeln, weil ich Uni-Abbrecherin sei. Und jetzt sagen alle, ich müsse mich bei meinem Schwiegervater entschuldigen. Bin ich das Arschloch? It was a ride. It was a ride. Ja, das ist halt wirklich, ja. Aber das ist gut, sie sind ja noch nicht geheiratet. Da gibt es einen Disclaimer, dass sie geheiratet sind. Ja, es ist so. Okay. Also ich meine, again, wieder eine von diesen Sachen. Get out while you can. Es ist ein bisschen so. Fairerweise müssen wir sagen, ihre Verlobte ist ja immer, weißt du, so nimmt sie ja immer in Schutz. Also ihm, seine Eltern werden sich nicht ändern. Ich würde jetzt mal sagen, 8 von 10 nein. Ja, es ist wirklich so. Aber weißt, es gibt immer vielleicht noch irgendwo ein gestreiftes Einhorn, das friedlich durch den Cotton Candy Park galoppiert.
recht uncool. Das Verdikt ist ja sowieso klar. Irgendwie so 80% habe ich gefunden, Not the asshole. not the asshole. Nein. Und es ist auch nicht irgendwie so. Es hat ein paar User gehabt, also von den Kommentaren, haben schon ein paar der Meinung gehabt, sind der Meinung gewesen, dass sie es nicht ganz so hart haben müssen. Ich glaube, sie haben es alle verstanden. Irgendwann einmal lupft es einem doch einfach den Deckel. Ja, schau, irgendwann ist einfach genug heute unten. Oder? Dann musst du einfach deine Grenzen setzen. Und vielleicht ist es dann halt, vergreifst dich vielleicht dann im Ton, wenn du jahrelang angestaute Aggressionen mal dann einfach rauslässt. Ja, okay, dann kann man sich von mir aus im schlimmsten Fall für den Ton entschuldigen. Das habe ich übrigens mal gemacht. Ich habe mich mal für den Ton entschuldigt, aber nicht für die Message. Nein, because the message still holds true. Aber ich habe mich für den Tonfall entschuldigt. Aber not for the meaning. Was lustig dumm ist, sie jetzt aber gar nicht gecheckt. Aber das ist ein bisschen schade. Ja. Ich meine, dann hättest du vielleicht wirklich genug Zeit zum Kind haben. Nein, ich meine, sorry, das ist ja einfach auch schon. What? Ich glaube, du kannst deinem Kind auch ohne College Degree helfen, Klötzchen aufeinander stapeln. Und es haben ganz viel, also es ist nicht, aber es haben ganz viele dumme Leute, haben auch Kinder. Aber eben, also weißt du, eine hat irgendwie geschrieben, irgendwie so, hey, College doesn't make you smart, life makes you smart. Und das stimmt. Ja, das stimmt. Und gleichzeitig finde ich, ich habe mir gerade letzte Diskussion, bin ich in eine Online-Diskussion verwickelt worden, wo ich einfach, eigentlich mache ich das ja nicht mehr. Und da bin ich einfach so drin, ja. Das ist halt eben, ist ein bisschen darum gegangen, eben, du bist, grundsätzlich ist jeder ein Designer, also ein Graphic Designer, und du kannst halt einfach wie Canva haben und dann kannst du designen. Mhm. Und dann habe ich gefunden, ja, schon. Also die Person hat das so geschrieben und ich bin dann bei dieser Person auf die Webseite geschaut und habe halt dann gefunden, well, honey, du hast tell her. Und dann hat sie dann wirklich, und dann hat sie einfach gefunden, also so grundsätzlich, ich finde es mega cool, wenn du halt irgendwie dann deine eigenen Sachen machst, aber jetzt einen ganzen Berufsstand absprechen, finde ich halt schon schwierig. Ja, das kann jeder lernen. Ich fand, ja, kann man schon, aber das liegt, ich meine, ich habe eine 4-jährige Berufslehre gemacht im grafischen Design. Und nur schon, es geht nicht ums Diplom, aber es geht um die Anzahl Stunden. Oder? Also ich meine, ich habe 42 Stunden über 4 Jahre, pro Woche über 4 Jahre aufgewendet, um etwas zu lernen. Nur schon das, also musst du wie gewillt sein. Und viele sind das dann nicht. Dann so, ich bin auch ein Designer. Und dann siehst du halt ihr Zeug und findest, Honey. Ja, jedenfalls, sie hat mit den Huren an den Karren gefahren. Hey, also weißt du, irgendwie, ich muss jetzt nicht sagen, dass ich einen eigenen Fachausweis habe und dass ich irgendwie Awards für meinen Agentur-Scheiß gewonnen habe. Das ist okay. Aber eben, ich finde, das ist jetzt nochmal ein interessantes Thema. Weißt du, einfach irgendwie so quasi wie weit gehst. Wir haben schon mal über das geredet, dass ich jetzt auch mit Hey Pretty und so, dass ich bin wirklich ganz unerfahren mit schlechtem Feedback, weil ich einfach irgendwie so schlicht nie angegriffen wird im Internet. Und ich weiss nicht, ich kann auch eben Joni, eine Freundin von mir, die Pony M, ist immer wieder eine Diskussion, weißt du, quasi, wo steigst du ein, wo merkst du, dass dich jemand baiten will. Und das ist schwierig, weil wenn du online bist, auch wir müssen es können handeln, wenn jetzt jemand auf, jetzt wie eine Werbung, auf Instagram, @halbschlau, Vollherz, und dort einfach etwas total Gemeins reinschreibt. Ich kenne mich gut genug, aber ich schätze dich jetzt auch so ein, wenn ich jemand einen Scheiß schreiben will, würde ich beide screenshotten und wahnsinnig lachen und deleten oder gar nicht darauf eingehen. Ja, absolut. Also das ist wirklich so die Internetregel Nummer 1. Screenshot, if you must, don't engage. Ja, es gibt auch Sachen, wo du ich bin involved, weißt du, so, wo du findest. Also, was ich zum Beispiel sehr oft mache, und ich weiss, ich sage es immer wieder, ich bin ein Dinosaurier. Ich bin immer noch recht viel auf Facebook unterwegs. Es ist aber auch mit total lässigen Foren und so, und weißt du, so Skincare-Gruppen und so. Und ich ertappe mich total oft dabei, oder auch mit so Buchtipps zum Beispiel. Dann schreibe ich eine Antwort, weißt du, so am Morgen im Kaffee, weißt du, ohne Brille, und dann schreibe ich Sachen und finde, ist unnötig, und tue es wieder löschen. Also weißt du, nicht einmal posten, sondern sehr gut. Das bringt es eigentlich nicht, wenn ich jetzt der sage, die Creme habe ich nicht gut gefunden oder das Buch war mega langweilig gewesen. Why? Aber so, nein, außer sie fragt halt wirklich irgendwie, sie bittet explizit um Reviews und Feedback. Ja, dann schon. Aber es gibt ganz viele Sachen. Also, wenn ich merke, ich bin einen Kommentar am Schreiben und ich so, das trägt nichts zur Konversation bei und das ist irgendwie durch die Leute. Die Person bringt es nicht weiter. Genau. Das und das sollte, glaube ich,
recht viele Leute machen. Das wäre noch lässig. Das- Man könnte einfach kommentieren, gibt es echt eine App, wo man kann wie so Instagram oder TikTok spiegeln und dann kann man einfach irgendwie, weißt du, so quasi, man kann es ja gleich rauslassen und dann einfach irgendwie so quasi fake posten, aber es ist gar nicht richtig auf TikTok oder auf Instagram. Das wäre Du schon. kannst das zum Beispiel Das halt einfach geht sehr selber mailen. Mailst du doch einfach selber. Das ist natürlich auch noch gut. Ja, das mache ich manchmal, wenn ich mit jemandem nicht will reden, wenn ich auf der Straße bin. Oder mach irgendwie so einen Note, weißt du, ich habe so eine Google Notes Notizen-App, wo halt 1 Milliarde Sachen drinstehen und die Hälfte von denen sind Sätze, die ich irgendwann mal in meinem Buch verwenden will. Das ist natürlich noch schlau, aber du hast dort wie ein Kapitel «Don't be a dick», weißt du, wo du einfach kannst irgendwie so rauslassen und es ist platziert und es darf einfach dort arschig vor sich. Vielleicht kannst du es mal brauchen für Stand-Up-Comedy. Ich meine, who knows? Sag's nicht, man weiß jetzt nicht. Da fällt mir gerade ein. Jetzt gehe wieder ein, heute Morgen bin ich auf dem WC gewesen, und dann habe ich einen Satz für meine Note Collection gehabt und ich kann dann eben das Handy nicht dabei gehabt, weil man sollte ja nicht das Handy auf dem WC haben. Und dann habe ich ihn wieder vergessen, naturally. Und jetzt kommt man wieder in den Sinn. Verdammt! Schreib's sofort auf. Ja. Schreib's jetzt auf. Und in der Zwischenzeit kann ich noch gute Lifehacks geben. Nein, aber also eben, zum nochmal sagen, irgendwie so, also wenn, ich glaube, das würde mich jetzt in real life sowieso wahnsinnig triggern. Ich glaube, du könntest mir 16 Mal sagen, dass ich ein breites Viertel habe oder dass ich keine Schöne bin oder irgendetwas. Aber ich finde so, jemandem eigentlich so zu suggerieren oder direkt ins Gesicht sagen, du bist nicht die Schlaueste, das finde ich wirklich völlig tschüss. Und ich weiss, Amerika ist ein anderes System und wenn du dort keinen College-Abschluss hast, gibt es wirklich gewisse Leute und gewisse Kreise, die sagen, das geht nicht. Die Situation von vorher mit Reddit ist völlig jenseits. Also ich wäre wahrscheinlich noch ausfälliger geworden. Again, also eben, sie sind noch relativ jung und sie sind am Anfang von ihrer Beziehung und das ist, glaube ich, unser Feedback ist ganz generell in mir quasi, are you sure? Es gibt eben so No-Contact oder Low-Contact, sind alles wunderbare Optionen im Familienleben. Alles fair, alles fair. Ja, ganz schön immer dann, wenn dann Kind, also wenn sie dann vielleicht auch noch Kind haben, dann weiß ich auch nicht. Und dann hast du eine Großmutter, die dann irgendwie deinem Kind immer irgendwie vielleicht also unbewusst suggeriert, dass Mami ist dumm. Ist Schwierig. Schwierig. Aber anyway, ich habe eine sehr gute Story gefunden. Ich habe das im Fall auch auf meinen liebsten also Psychologen-Accounts, habe ich den eben schon ein paar Mal gehört, dass das eine wirklich total gute Art ist, wenn Leute blöde Witze machen, die du nicht lustig findest. Besonders, wenn sie so sexistische Witze sind, dass du einfach sagst, ich verstehe es nicht. Was? Ich checke nicht, erklär es mir. Ein Witz ist immer wahnsinnig unlustig, wenn du ihn erklären musst. Ja. Ich freue mich auf den Moment in real life, wo ich das mal machen kann. Aber ich höre einfach nicht so schlechte Witze. Die Leute geben sich noch Mühe bei mir. Das ist gut, das ist gut. Ja, schlechte Witze habe ich im Fall auch nicht so. Ah, nein, schau, weißt du, das ist der beste, den ich gerade letztens gehört habe. Wie nennt man einen Waschbär, der ins Fitnessstudio geht? Weiß nicht. Eine Waschmaschine. Ich finde es schön. Warte, ich verstehe es nicht. Erklär es mir. Er ist herzig. Er ist noch cute. Gib ihm zu. Ja. Oh mein Gott, sollen wir eine neue Rubrik einführen? Aber was Flachwitz? Nein. Das wäre eigentlich... Nein, weißt, wenn sie aus einem spontanen Moment geboren werden, dann finde ich das toll. Dann gehen wir in den Raum zum Schnaufen, wie ein guter Rote. Aber nein. Ist nicht abgesprochen gewesen. Ich möchte es auch für euch daheim nochmal betonen. Ich habe den vorher nicht gehört. Nein, ist alles gut. Das heißt, machen wir unscripted Reality-TV. Absolut. Und wir haben keine Ahnung, was der andere verplappert. Und das ist manchmal gut und manchmal nicht oder so. Aber jedenfalls, it is what it is. It is what it is. Es ist so. Und es ist auch, ich habe jetzt noch schnell einen Time-Check gemacht. Wir sind jetzt bald bei einer halben Stunde. Ja, das ist gut. Wir haben da schon das letzte Thema. Ja, es ist, letzte Woche sind wir gehört haben. Oder in dem Fall, was wir schon gesehen haben. Okay, also ja, gut, also ich habe es dir auch gemacht. Du hast etwas gehört, wo wir darüber reden müssen. Ich glaube, es ist eine neue TV-Serie, die, glaube die schlechteste ever Rotten Tomatoes Bewertung hat. Zwar die Rotten Tomatoes Bewertung ist bis 6%. Ich habe noch nie von etwas gehört, das im Single-Digit-Bereich ist. Bei Rotten Tomato? Das braucht noch viel. Single-Digit ist, glaube ich, schon recht so, okay, Respekt. Und zwar habe ich All's Fair Season 1 mir reingezogen. Das ist die neue Legal Drama Serie mit der Kim Kardashian. Eben! Genau, also jetzt muss man schon sagen, ich meine, es gibt in jeder TV-Serie gibt's immer jemanden, den man nicht mag und wo man vielleicht auch mal vorspult. Das ist definitiv Kim Kardashian. Die hat wirklich, glaube so viel schauspielerisches Talent wie irgendwie ein Stein.
Aber es spielt mit Sarah Paulson. Love Sarah Paulson. Glenn Close. Love Glenn Close. Und Okay. Naomi Watts. Love Naomi Watts. So, also, Was machen die mit der... Okay, ja. no one knows. No one knows. Ich persönlich, und da geht die Meinungen auseinander, ich finde, es ist recht camp. Aber ist Camp nicht einfach eine andere Art zum sagen, also weißt du, mit so ganz, ganz schlechten Geschmack erklären? Ja, aber es ist so, also weißt, es ist so over the top Fashion. Es ist so völlig over the top LA, dramatic Storylines. Es ist wirklich einfach so völlig over the top. Und Das, das habe ich schon recht interessant gefunden. Wirklich, Fashion ist insane. so ist so, ja, okay. Ich kann mir es jetzt Und mal es hat einfach so geile One-Liners. I mean, dear Lord. Also, das Drehbuch ist gut. Ich würde jetzt nicht sagen, aber die One-Liners. Ich bin nicht schon zu weit gegangen. Ja, aber schon, also es sind einfach One-Liners drin, wo ich einfach, also weißt, also ich Ist glaube, es nicht von dem, der Glee geschrieben hat? well, weiß Also ich nicht. Glee... Mal, Der- es ist, also der ist ja so... Also, Okay, okay. das weiß ich Aber- nicht. Also ich glaube schon, also ich habe schon das Gefühl, es ist eine Sendung, die für homosexuelle Männer gemacht worden ist. Mhm. Es ist ja relativ am Anfang von der, also eben, es ist, ja, ich glaube, das kann man schon sagen. Ich finde schon, es ist, glaube schon eben Camp, aber es ist wirklich einfach, es sind einfach auch toll, sie haben so schön, weißt du, ich weiß nicht, hast du Downton Abbey geschaut? Ja. Und da gibt es ja dann die Alte dort, Maggie Smith, wo ja, Ja. so immer tolle englische Beleidigungen raushaut. Oder Ja, nicht will verstehst. ich sehen. Und Allsfair macht das auch, aber halt nicht englisch versteckt, sondern out in die open, brutal amerikanisch. Okay, Zum also Beispiel ein Line geht's in Car, also die eine fragt Car, das ist Sarah Paulson, if your mother swallowed. Das ist toll. Okay. Toll, Okay, also Bitchfest. Toll. Sorry, ich bin gerade also IMDb hat IMDb, ich kann es nicht richtig sagen, 3,4 von 10. I know. Also, dann halt einfach, weißt du, see you in court, you cuntburger. Sorry, du hast mich einfach mit so Scheiß. Tut mir leid. I'm sorry. Oder halt einfach irgendwie, die eine sagt dann so in der Psychiaterin, und da habe ich mich halt auch hure gesehen gefühlt, sie wollte ihr so Antidepressiva verschreiben und sie findet dann so, I am not depressed, I am fucking angry. Aber das ja. Und ich fand, das stimmt. Well, I feel you. Also du hast die ganz... Ich habe die ganze fucking Staffel, ich glaube es sind 10 Folgen oder so. Ich habe mir alle gegeben. Nacheinander, bam. Okay. Und ich habe gesehen, also es gibt eine Season 2 irgendwann. Also das ist, glaube ich, renewed worden. Der Scheiß. Okay, Ja, also du ja, freust das dich ist drauf. schön. So wie es ist. Also du kannst vor allem jetzt deinen geistigen Gaumen kannst du jetzt reinigen über ein Jahr wahrscheinlich, bis es wieder so weit ist. Wow, nicht schlecht. Okay, ich kann nicht wahnsinnig viel beisteuern, außer dass ich habe gelesen von dieser Serie und ich habe dann aber gesehen, dass die Kritiken so unglaublich schlecht sind, dass ich mir das nicht anschauen kann. Für mich ist der Guilty Pleasure, der wirklich so brainless ist Selling Sunset. Und das sind so Immobilienmaklerinnen in LA und so. Und das tönt so ein bisschen wie Selling Sunset, einfach mit Anwältinnen. Und das ist auch so etwas, wo der Nick schon 1-2 Mal reingelaufen ist und wirklich einfach, er steht dann fassungslos dort. Ja. Und sagt einfach, schaust du das wirklich? Und ich sage, gang raus! Es ist wirklich, also aber dort hat es jetzt auch, ich glaube es lange Ruhe. Manchmal ist es einfach wirklich so ein bisschen Brain Rot ist schon manchmal noch les. Aber, having said that, ich werde es nicht schauen. All's fair. Danke trotzdem. Es ist wirklich einfach so dermaßen fucking over the top. Also weißt du, eben, also Kim Kardashian hat zu jedem Outfit die farblich passende Birkin-Bag. Das irgendwie finde so, ja, hey, irgendwie, why not? Also ich mag es voll geil. Ja. Also wir schauen es nicht im Spa. Du kannst einfach mit Kopfhörer, wenn du mit sitzt, auf deiner Spa-Liege, in deinen Spa-Pantoffeln und so ein bisschen giggelst mit den AirPods drin, dann weiss ich, was du schaust. Nein, du tust sie nicht gerade wieder schauen. Das wäre sad. Nein, für das ist es nicht gemacht. Es ist auch nicht, es hat auch keine komplizierte Storylines. Es hat One-Liners, es hat very camp fashion. Ja, that's it. Aber jetzt gerade irgendwie so schlecht, 6% auf Rotten, finde ich jetzt auch gerade ein bisschen unfair.
Ja, das finde ich jetzt, also das ist jetzt mein Vorhaben für jetzt Abend, ist schauen, was dann ist dann noch schlechter. Kann man, Das kann man sicher filtern. kann man, Ich kann man, weiss aber, nicht, wir gehen nachher schauen. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt live herbringen. weiss nicht. Also ja, also ich glaube, einen Trailer muss ich jetzt schon noch. Okay. Also ich bin am Scrollen, ich kann aber noch keinen einzigen von denen gesehen, muss ich sagen, von dem her ist es schwierig. Gell, die haben natürlich eine Fundgrube von irgendwie 50 Jahren Film. Wahrscheinlich mehr. Ja, also ich kann wirklich... Aber, also wir tun das, weißt du was, das ist unser Homework für auf nächste Woche. Gehen wir schauen, was noch schlechter graded ist als fair in dem Fall. Also die ich jetzt haben, die haben alle 0%. Alright, also das gibt es doch auch, oder? Ja, das war zum Beispiel Disaster Movie. Weiß nicht, das hat sogar nachgesehen. Okay, Nein, ich finde es wirklich schockierend. Ich bin zum Durchscrollen und ich habe wirklich noch keinen einzigen von diesen Filmen irgendwie gesehen. Das finde ich aber es spricht eigentlich für dich, oder? Hey, maybe, not sure. Aber vielleicht, ja, ich weiß nicht. Mein Filmgeschmack ist eigentlich so nicht so... Oh, was ist ein Film, wo du findest, der hat einfach viel, viel weniger Stardom bekommen, als dass er hätte. Also, er hätte viel mehr Stardom verdient. Das ist eine gute Frage. Wie hat es geheißen? Nicht Anja, das mit der Stripperin. Es war vor 2 Jahren. Ich habe so einen guten Film gesehen. Anua. Ist das Anua gewesen? Sorry, kannst du bitte schnell etwas erzählen, bis ich den Film gefunden habe? Das finde ich jetzt ganz schlimm. Ich muss das jetzt kannst nicht einfach mit dem sitzen. Also welcher Hollywood-Film, den ich finde, total mehr Stardom verdient hätte, ist Stranger Than Fiction. Der ist schon ein bisschen älter. Aber der so toll. Den können wir wieder mal schauen. Der ist so toll, der ist so schön. Der stimmt. Oh mein Gott, das ist jetzt im Fall gerade eine gute Inspo. Ja, Stranger Than Fiction. So toll. Ja, der ist wirklich, sag's nicht. Jetzt habe ich eingegeben Stripper-Movies und jetzt kommen ganz viele schlimme Sachen. Rookie Mistake, Steffi. Stripper New Jersey. Ich finde es Jersey. Sie ist für den Oscar Mickey. Ah ja, genau, Stripper Mickey. Jetzt haben wir es. Genau, weißt du, man könnte das auch rausschneiden nachher, Steffi. Nein, wir schneiden nicht durch. Anora, nicht Anja, Anora. Das ist ein Film vom 2024. Okay. Mit der Mikey Madison. Und wir sind ins Kino gegangen, wir mit irgendwie so 3 anderen Pärchen. Und das ist wirklich, es ist sehr viel Sex in dem Film. Es ist eine Story von einer Callgirl in New Jersey, die dann mit der russischen Mafia und so. Und er ist, und weißt du, es hat wirklich sehr viel Sex im Film. Es ist manchmal so ein bisschen awkward, wenn du mit deinen Freunden, weißt du, wie so im Kino bist und alles so. Und er ist sehr erotisch, aber er ist vor allem mega tiefgründig. Und am Schluss habe ich so brüllt und ich bin so bewegt gewesen. Und es ist so eine gute Geschichte und die spielen all so gut. Und der eine, die russische Mafioso im Fall, es ist ganz verreckt. Und ich finde, Anora, es sollten alle gesehen. Es ist wirklich ein grossartiger Film. Weißt du, was er so kippt? Du hast etwas erwartet und dann wird es völlig etwas anderes. Und das ist wirklich ein Film, der mir verdammt nachgegangen ist. Grossartig. Also kann ich nur empfehlen. Es ist nicht, wo du etwas anderes erwartet hast, irgendwie, ich weiß nicht, wo ist der rausgekommen? Schon lange her. Ich bin vielleicht so 16, 17, 18, ich weiß es nicht mehr. Eyes Wide Shut. Okay. Kann ich auch etwas anderes erwarten. Das ist, weißt du, so Stanley Kubrick hätte so ein Signal können sein, dass es vielleicht Es geht. Clockwork Orange ist ja jetzt... Also das ist auch fucked up, sorry. Natürlich ist es fucked up, aber es ist nicht Eyes Wide Shut. Ja, das stimmt. Oh, ja, das ist auch so eine, die ich auch gefunden habe. Ich glaube, ich möchte nicht zu fest über den Film nachdenken. Nein, das gibt es so viel. Hey, aber weißt du, was ich dafür geschaut habe? Sorry, jetzt machen wir auf mit der Filmkritik, aber ich habe jetzt auch über die Hashtag Bugonia geschaut, weißt du, mit der Emma Stone, der Milo. Was in der Kopf rasiert kommt. Hey, das ist eben auch so ein Film, wo du einfach, das ist so ein wilder Ritt, wo du einfach findest... Aber der hat im Fall auch abgelöst im Kino, gell? What is happening here? Ja, es ist halt einfach, es ist nicht ganz einfach, aber dort muss ich wirklich sagen, also auch so einen brillanten Schluss, wo du einfach irgendwie, da bist du einfach irgendwie so, der Nick und ich sind fassungslos, du weißt, gerade auf dem Sofa gesessen, und mir so, hast du das jetzt auch gerade gesehen? Es ist grossartig. Also den habe ich auch sehr, sehr cool. Okay, also das heisst, wir haben mit, jetzt wo wir schon wieder vergessen haben, den Stripper-Movie. Anora, Bugonia und Classic Stranger Than Fiction. Okay. You're welcome. Also Stranger Than Fiction kommt bei mir gerade direkt auf die Liste, weil ich liebe es, also wieder in Filme einzutauchen, wo du findest, oh mein Gott, ein Meisterwerk. Und das ist wirklich toll gewesen. Also, ja.
Ich kann dir jetzt vielleicht gerade Also die Folge war auch das Meisterwerk, Steffi. I thank you very much. Ich finde es auch. Wir sind super, wir zwei. Nein, ich höre jetzt auf. Ey, schön sind ihr dabei gewesen. Du, der zuhörst, ist daheim mit deinen AirPods im Gym oder beim Einschlafen. Du hast es gesagt, gell, dass jemand uns zum Einschlafen lässt. So, falls du das bist, Regine oder so. Ja, Fuß gut. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.